Hallo und herzlich willkommen zurück hier zum Let's Play von Tales of Berseria. Ja, es ist lange her seit der letzten Folge, also für euch ja nicht, weil Folgen kommen normalerweise ja täglich. Für mich war wieder so knapp Woche, anderthalb seit der letzten Aufnahme. Und wie bereits versprochen, habe ich noch ein bisschen vorbereitet. Erstmal, Punkt Nummer 1, Ausrüstung, habe ich alles ein bisschen upgradet und so. Ihr seht es anhand der Werten, dass ich jetzt eigentlich über das Maximum genommen habe, auch was eigentlich den Titel und so weiter betrifft. Damit wir eigentlich auf dem Höhepunkt unserer Kraft catchen können. Ich denke sogar Rokuro, wenn man es so überlegt, der wäre eigentlich auch noch gut in der Verteidigung. Und zwar sowohl physisch als auch speziell. Das mal so zu formulieren. Ja, hier ganz kurz mal ein bisschen durchgeswitcht. Auch Laffy-Set, ja, vor allem speziell. Vor allem der Angriff, Alter, 707. Schon krass, wenn man so überlegt. Gut, sie natürlich auch, Dafür hat er ein bisschen mehr Verteidigung, sie nicht so sehr und dafür ist sie ja wieder physisch ein bisschen besser als Laffy-Set. Naja, und natürlich eine gute Eisen, wie auch immer. So viel mal, was ich noch alles eingekauft habe. Natürlich auch noch vor der Esse haben und so weiter und so fort. Und jetzt geht es ja noch ein bisschen was anderes. Erstmal natürlich das Schiff auf Kurs schicken. Oh nee. Noch ein neues Gebiet. Wie viel gibt's denn hier? Wenn nur noch ein Material, aber trotzdem. Hier gibt es Level 11, ja. Ich frage mich hier ernsthaft, gibt es ein fettes Level, das man erreichen kann, ein eigenes Gebiet? Das wäre ja... Boah, da kriege ich nie fertig im Let's Play. Krass. Egal, brauchen wir Material hier. So, was haben wir noch gemacht? Genau, was er auch schon angedeutet hatte. Ich habe noch ein bisschen eingekauft. Die Objekte, weil die fehlen eigentlich auch noch zum Durchgucken. Was sind die überhaupt? Wertsachen wären es, ja. Ja, das stimmt doch gar nicht. Hä? Verarschen? Gefundene Objekte. Ah, einfach Objekte hier, oder was? Nee. Hä? Waffen, Sklarzubehör, auch Rüstung, Ringe, Schuhe, Materialien, sogar Material. Ah, doch, offenbar schon. Das dürfen wohl die meisten die sein, wie halt durch die ganzen Schiffsausflüge, also Ausflüge, in Anführungszeichen natürlich, die wir da doch bekommen haben. Ja, aber kann ich so nicht machen, also ist eigentlich auch doof, war. Wenn es Bücher wären, könnte ich eigentlich lesen, aber geht ja auch nichts. Egal, ja, Mode. Und dann auch eher noch ein bisschen zweitrangig. Was habe ich gemacht? Add-ons gekauft, genau, Level Up. Jo, und natürlich noch ein paar rote Stärkungskräuter. Ihr seht, was ich bekomme gleich. Auch ein bisschen krass, wa? Ups, alle plötzlich ein bisschen stärker. 10 Level-Ups. Wir haben auch Schwierigkeitsstufe schwer. Hoch, muss mal gucken, wie wir das noch machen, aber schwer reicht momentan. Und jetzt noch, ja. Mit allem möglichst hoch sind. Ne, ich würde sogar sagen, Leute, wir haben uns alle in allen Werten über 100 und so weiter. Also jetzt halt jeweils die stärksten Werte booster. Sprich, diejenigen, die schon am meisten haben, kriegen noch ein bisschen mehr. Ist noch ein bisschen mehr Fokus. Sind noch 2, weil sie die Heldin ist, ist logisch. Dann hier direkt. Naja, fast. So viel es geht. So. Art Verteidigung. Boosten. Dann können eigentlich echt alle brauchen, wenn wir eher sind, aber... Ja, komm, mach jeder nur. So. Art Angriff. Prinzipiell braucht schon ihr beide vor allem meisten. Ja, ihr sollt richtig loslegen. So, die Verteidigung. Ist natürlich viel zu wenig, aber das ist ein anderes Thema. Direkt noch einen und nochmal einen Velvet. So. Den Angriff boosten. 2 hier, einen hier im Sinn. So. 15 KP mehr. Gut, da wäre es vielleicht so ein. Ja, gut, der Tank natürlich, ja. So. Ungefähr so aufgeteilt. Ist doch nicht schlecht, nicht wahr, Freunde? Sehr gut, neuer Titellevel Klingensturm. Neuer Titel. Jetzt mittlerweile noch, war egal. So, ich würde sagen, ich habe alles gemacht, was ich zu machen wollte, als Vorbereitung.
wie ihr seht anhand der offenen Quest noch. Ich glaube, es fehlen noch ein paar, weil, wenn wir uns richtig erinnern, müssen noch an mit wiederkommen. Und neben da die Cameo-Battles gegen Charaktere aus anderen Tales of spielen, die fehlen auch noch, etc. etc. Aber es ist zum Glück nichts, was ich jetzt machen muss, kann ich alles später noch machen, nach der Hauptstory. Denn das rennt uns zum Glück nicht weg. Offenbar ist es so, wir werden sehen, wie es weit ist. Ja, vielleicht ist das hier sogar das bezüglich zur Wieder, wer weiß. Warte mal. Kann ja direkt oben raus, oder? Ich will gerade sagen, wieso gehe ich nicht hier durch? Die Alarmstufe Rohmons mache ich auch erst später, weil die jetzt noch zu jagen. Nee, ich will jetzt endlich mal die Hauptstory zu Ende bringen. Wo ich vor allem schon mal sehr gespannt drauf bin, ob gewisse Theorien, die ich hatte im Zusammenhang mit Charakteren in Zestiria, ob das hier überhaupt so stimmt oder ob ich da komplett falsch liege. So, da vorne ist noch irgendwie eine Quest, die aktiviert wird. Okay. Was willst du denn? Hiya! I got another letter for you, Eisen. Hey, are you okay? What does it say? I can't read it right now. One of you do it. Okay. Dear brother, I got your letter. Not sure why it was so tattered. I'm glad that you were able to tell me how you really feel, even though it was beyond obvious by now. Your clear descriptions of the self-defense Moloch arts allowed me to master them quickly, despite your terrible grammar. As weird as it feels writing this to a pirate, good luck with your work. And I know how to keep a secret. So please keep writing me letters. My life doesn't revolve around them, but I do enjoy hearing from you. I can't see the oceans you sail from my perch here on the mountain, but I'm thinking of you and praying for your safety. And I want you to know I'm doing fine. Oh, looks like she's just as roundabout and stubborn as her brother. It must run in the family. There's more. P.S. Thanks for the Nordals. They're not really all that cute, but I guess I like them a little bit. But ever since I got that last one, I hear this voice at night telling me I should write you and be here for you when you need to vent. It's actually rather annoying, but since the doll is a gift from you, I'll make a special exception for it. That's all. Sounds like she's really got it together. You know, I don't think we ever asked you her name. Edna. That's a pretty name. Glad you think so. I'm the one who named her. Tja, und damit wäre auch das endgültig geklärt und ja, aufgelöst. Es ist tatsächlich Edna, die wir aus Tales of Zestiria kennen, was eigentlich sowieso offensichtlich war. Aber ist ein anderes Thema, Freunde, wa? So, Empirische Thron, es geht schneller vorwärts, als ich gerade dachte, wenn ich ehrlich sein soll. Aber ist ja auch egal, wir haben ja noch viel vor, ich glaube, dass das Ganze ein paar gegessen ist. Wäre zwar cool, ein knackiges Ende und so, aber die ganzen Erklärungen noch, hast nicht gesehen. Und die Nomen natürlich versiegeln, der Kampf gegen Imperia. Oh je. So, wollen wir? Ich denke, wir wollen, wa? Los geht's. I can feel him. Inomi not somewhere in the sky. In the sky? Wait, look! Hä? Was soll ich lucken? Seh nichts. Ja, den Empirische Thron kennen wir auch aus Zestiria. Oder werden ihn kennenlernen. Hä? Wie am Himmel, müssen wir verarschen? Ich sehe nichts am Himmel. Ah, ne, wo dann gerade. So. Die verarschen mich hier doch.
Huh. Okay. Well, it's nice that we've tracked down Inominat, but, now what's the plan? I don't think even Griffin could get us up there. And my Guardian takes one passenger only. I don't think we need to worry about that. Huh? Well, looky there. A teleportation art. Looks like we're expected. For Inomina to fully awaken, they need me and Laphicet. Which means they want to settle this once and for all, too. Sounds good to me. Bring it on! Is what reckless idiots say before plunging into the unknown. Be more cautious. Sorry. Wow. That is the first time I've ever heard Magilou say something sensible. A bad omen. Let's be careful, and take a good look around first. Belittling a faithful ally right before the final showdown? Do you not cry? If I prick you, do you not bleed? Der Blick, der töten kann. Ah, das sind die anderen. Dachte gerade, hä? Dachte gerade kurz, sind das die Imperial, die anderen, oder was? Und noch umgucken, aber was soll das bringen? Weiß ich nichts mehr, aber da haben wir schon alles eingesammelt. Da reingehen kann ich machen, viel bringen wir jetzt aber nicht. Der Ancestierische Tempel ein bisschen größer, muss man mal sagen. Naja, hat noch 1000 Jahre Zeit, um ihn umzubauen. So. Ja, soweit war ich auch schon. If you wanna run, now's the time. Are you kidding? I've never felt so alive! You know, when we first met, I never would have expected you to stick around this long. Nor would I. It's a funny old world, isn't it? Not one time in 100 do things turn out how you think they will. We push on through the trials and tribulations of each and every day. We suffer through hardships and failure. We lose the ones we love. And then we die. Do you think we were born into this world to suffer? What I do know is that if success was guaranteed, we'd never get anything done. Uncertainty is what spurs us onward. Forward we move, if only by one step at a time, towards somewhere different than here. Through sadness and anger and joy alike. Life is all about that journey. Are you feeling okay, Magilou? You're actually giving me sound advice for once. Life's not all horribleness. We shouldn't be so quick to lay down and die. Der Meinung bin ich eigentlich auch. Ja, Team. Wir kommen wieder in eine Reihenfolge ins Team. Mir fehlt noch eine Truhe hier oben, sehe ich gerade. Hä? Was ist denn hier oben noch eine Truhe? Ist sicher im Thron drin, war? Nö. Wäre aber irgendwie cool, wenn es eine Truhe gäbe. Obwohl, warte mal. Artorius! Kann er da. Tja, geh halt wieder. Also vielleicht dann noch ein Abschluss-Dungeon, diesmal einfach weiter oben im Himmel. Erinnert mich ein bisschen an Tales of Symphonia, wenn ich ehrlich sein soll. Aber hey, warum nicht, hä? Wäre auch ein bisschen seltsam gewesen und gesagt hätte, okay, wir wissen ja, wo der Tempel ist und so weiter, wir wissen, wenn der Endboss ist, Showdown direkt. Abgesehen davon, Freunde, fehlen uns noch ein paar mystische Arten. Und zwar, ich weiß, ich habe es da relativ selten gemacht in meinen bisherigen Tales of Spielen. Wir haben bisher ja jeweils 2 mystische Arten. So, jetzt ist aber so, dass jeder Charakter in unserem Team hat insgesamt 3 mystische Arten. Plus noch eine Kombi-Arte. Oder sprich eine Partnerart. Die habe ich zwar auch eher selten irgendwie geschafft noch. Sagen wir mal die Truhe hin. Hier ist ja auch noch dazwischen. Die habe ich, wie gesagt, selten irgendwie geschafft noch zu ergattern. Würde ich hier aber gerne versuchen. Wobei, das mit Partnerart können wir erstmal vergessen, weil das kommt erst später. Ja, wenn mal typisch Tales of, wenn man das Spiel durch hat, gibt es halt noch einen Bonustempel. Ist ja gar keine schlechte Idee. Wo ist die scheiß Truhe hin? Ist weiter unten noch was? Na egal. Aber die jeweils dritte mystische Art, die finden wir offenbar da oben. Also ich weiß nicht, die finden wir kurz am Endboss und daher muss eigentlich da oben sein. Hey, Fee. There's something I need to talk to you about. Yes? You can tell me anything. It's about your...
Why does your hair always stick up like that? What? Are you properly drying your hair after you take a bath? You'll catch a cold if you don't. I am. I swear. It just always comes out like this. If you're sure. I mean, it's kind of cute, so I guess it's not a problem. I don't really want to be called cute. Then you look handsome with it. I think it suits you. That's a little better, I think. I'm happy to please. I never know what to say around Velvet. Ja, ja, die Harlock, die absteht. Hätte man eigentlich Mila auch mal fragen sollen, war? Aus Theater Xillia und Xillia 2. Ich blick gerade, Cestiria. Da wäre eine seltsame Haarlocke. Miklio, nee, gut, am Schluss haben wir ein bisschen lange Haare. Nach dem Abspann, Edna, nee, leider auch nicht. Savida, naja. Stimmt, eine Schlange nicht mehr, war seltsame Frisuren. Also ganz seltsam. Egal, gehen wir rein. No exorcists here, it looks like. But a whole lot of Malakim. These Malakim are the sublords who have pacts directly with Innominat. Be careful. He's likely given them a share of his power. In other words, trouble. Not at all. We'll just whip out our knives and carve a path. Klingt eigentlich vernünftig. Innominat, Inkarnation im Himmel. Natürlich ist die Frage, wo die 4 Imperial sind, wa? Oh, der Tempel ist gar nicht so groß. Egal. Our path now leads to the Empyrean Innominat and Artorias. What a strange feeling. Yeah, it's not every day you make an enemy of the entire world and head out to cut down a god. That is certainly true. But what surprises me more is the passion that fills me. Yeah, you're leaps and bounds more stubborn and willful than any of us. I'll take that as a compliment. If you weren't, I don't think you'd have been able to make a pact with Laphicet. It's because of you, Eleanor, that I've been able to take this voyage around the world. You have my thanks. I also wish to offer my thanks. And look at you, kiddo. Despite the unfortunate company you've chosen to keep, you've managed to grow into a fine young man. Good on you. It's true, isn't it? It kind of makes me want to give myself a pat on the back. You said it, kid. Velvet gave me a name, and Eleanor became my vessel. Aizen and Rokuro taught me how to live, and Magilu provided lots of surprises and laughs. All of that made me who I am now, and I'm glad for it. What about me? Didn't I do something for you? Grimm taught me the ancient tongue, and Bienfu didn't do much. You're mean! I'm kidding. Bienfu taught me to never be discouraged, I think. Laphicet, you're so kind! Well. Seems the enemy's hate for us has galvanized our spirits. We don't know what's ahead. Stay sharp, everyone. Yeah. Oh yeah. So, was das sind alles Nebenherrscher? Ganz normale Malakim eigentlich. Guck mal, was wir drauf haben. I don't think we have a chance. Level 70 geht eigentlich noch. Schwäche Feuer, wenn wir ein bisschen abkühlen. So, dann ruhig mal mystische Art einsetzen, weil bis wir da oben sind, bin ich wieder voll. Oh ja, nicht was aus. Aua, bin rausge... Hä? Was der aushält. I still need a lot of training. Wird es offenbar nicht gebracht. Du. Scheiß Vogel, du bist sicher ein Windmalakin, wa? Ah.
Der andere ist wohl eher, der Affe. Hey, du Affe! Hey, Vogel! Hast du einen Vogel? Verstehst du? Vogel, Vogel? Hey, ist ja egal. Schön geschwächt, okay. Rising Falcon! Großkämpfe wollte ich jetzt eigentlich gar nicht mehr. Wir müssen darum, das Gefühl zu bekommen, auf das Ausweichen und Velvet hört man auf. Und natürlich auch, damit ich irgendwie sehen kann, wegen Schwierigkeitsgrad her und so. Ich hätte echt gerne einen Endkampf gegen Artorius und Innominat halt auf hoch stehen, aber ich habe auch ein bisschen Schiss, muss ich zugeben. Und ich würde Level 150 und so. So. Da geht's noch weiter. Was ist denn da vorne? Hä? Ein Ziel, das er brechen muss, oder was? Die scheiß Engel wieder. Alter, mit all den hat er Nebenherrscher packt. Oh. Ah, nur so können Teleport aktivieren. Hätten wir das auch mal geklärt. Ja, und jetzt geht's nachher direkt oben, oder was? Oh, leck mich am Arsch. Das wird eine Weile dauern. Ich kann ja speichern. Wieso kann ich hier speichern? Ich habe Angst. Und ich habe irgendwie unbekannt... Aha. Ah, geht immer in der Mitte weiter. Okay, ich muss erstmal ein richtiges Ding finden. Und dann natürlich tun, Freunde. Und wenn er richtig lustig. Und wie lustig genau das wird, das erfahren wir hoffentlich in der nächsten Folge hier bei Tales of Berseria im Endspurt. Wir werden Artorius vermutlich vernichten müssen, was auch immer, gegen den Hirten antreten. Verkehrte Welt, ich weiß. Und natürlich, und das ist das Wichtigste, Innominat versiegeln. Und mal gucken und noch einen Blick auf die 4 momentan Imperia werfen können, ob sie noch in Innominat catchen. Und jo, wird sicher cool und lustig. Bis dahin, tschüss zusammen. Eigentlich ciao zusammen, ist egal. Tschüssi!